Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Hier hat er mich wieder rausgeworfen mit der lustigen Auflage, finde Benzin für den Generator. Oh, da ist noch eine schnuckelige Motorhaube, habe ich die beim letzten Mal geöffnet? Ich bin mir nämlich sicher. Ist mal wieder eine Woche her und ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt. Aha, das ist doch Benzin, oder? Ist das ein Sunny Gedöns? Ein Medikit, haha. Ja, ist mal wieder eine Woche her, aber heute habe ich mal wieder ein bisschen Zeit zu zocken. Das heißt, wie bei The Walking Dead mit meiner Monster-Marathon-Aufnahme habe ich auch heute mal ein bisschen Zeit, mich in Days Gone zu verlieren. Oh, ein bisschen Klopapier. Kikakaku köstlich zählt als Verband hier, ne? Ja, geht doch nichts über der gute, festsitzende Klopapierverband. Ach, für Teufel. Ah ja, da ist doch. Sprit. Sprit. Sehr intelligent, Deacon. Oh, na großartig. Vielleicht müssen wir da ja auch hier. Marion Forks. Salome Hot Springs. Ach ja. Gibt hier in Amerika genug von diesen biblischen Namen wie Jerusalem etc. pp. So, dann füllen wir doch erstmal hier ein bisschen Ei. Okay, so anscheinend nicht. Wie funktioniert denn das? Wie geht denn das? Achso, mit Kreis, hier. Dann mal los. Oh, Allah. Der Rest können wir ins Bike Kipper, oder? Das sollte reichen. Oh jo. Starte den Generator. Huch, was sind wir dann? Da noch ein Toter. Aber irgendeine Sache ist vollgeladen. Ich befürchte, wenn ich da jetzt reinspaziere, dass dann etliche Infizierte rausmarschiert kommen. Deswegen, Moment, erstmal das Bike wieder voll machen. Ja, da ist nämlich nicht mehr allzu viel drin. Und 63%, das qualmt auch schon ganz schön. 75%, 73% im Tank. So. Okay, das ist auch ordentlich demoliert, das Ding. Ich lasse es jetzt erstmal fallen. Und hier können wir nochmal schnell speichern. Zack. Es wurde gespeichert. Oder speichert immer noch. Ohne rechts sieht man noch, wie es läuft. So, die Alarmanlage haben wir ausgeschaltet. Ich gucke natürlich noch, ob ich möglicherweise woanders noch was finde. Ja, dass da hier der Kreischer vom Dienst losgeht. Wir können nochmal hochkraxeln. Gucken, was wir da nochmal finden. Und möglicherweise hier noch Sachen abschneiden, die uns stören. Aber ich glaube, die Dinger gehen nicht los. Ja, ich muss mich ja erstmal auch wieder an die Spieldynamik hier gewöhnen. Und bevor ich hier irgendwelche Scheiße mache und hier die Hölle gleich losbricht, möchte ich halt lieber dafür sorgen, dass die Alarmanlage etc. funktionieren, nicht funktionieren. Generell noch 2 Jahre scheint noch viel Technikkram zu funktionieren, wo man sonst gedenkt hat, oh ja, funktioniert halt nämlich noch 2 Jahre, der kruscht. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier rein können irgendwo. Ne, sieht nicht so aus. Was ist das? Feuerwehraxt, ja, natürlich. Viel geiler als die Rasenmäherklinge. Ups, ja, geh ab. So. Okay. Irgendwie müssen wir hier reinkommen. Und ich denke, da sind wir mit einer Nahkampfwaffe ziemlich gut bedient. Okay, geht alles noch nicht. Hier wahrscheinlich auch nicht, ne? Fest verriegelt. Ja. Shit, geht nicht auf. Und ich habe das Gefühl, wenn die Nacht reinbricht, kommen die Schwärmer, die ganze Freaker. Und anscheinend muss ich hier nochmal einschalten, ne? Ja, Dummkopf. Und? Ja. Okay. Verdammte Scheiße. Das wird sie alle zu mir locken. Jo. Das war zu erwarten. Die Lautsprecher. Wo zur Hölle sind die Lautsprecher? Sterile Verbände. Wo bewahren sie die bloß auf? Okay, wir gucken erstmal hier drin, was wir finden. Ich habe nämlich keinerlei Bock, gegen all die Overfreaks zu kämpfen. Okay, hier scheinen noch Befehl... Ach so, da ist noch ein Lautsprecher aktiv. Flickste Scheiße nochmal.
Ich muss auch damit rechnen, dass hier ein paar Freaker noch sind. Sterile Verbände. Okay. Genau das, was ich brauche. Okay, ja, das sieht mal eher nicht noch Klopapier aus. Und eine Injektionsspritze oder was? Nero-Injektor. Nero-Injektoren findest du in Neros, mobilen medizinischen Einheiten in Nero-Kontrollpunkten. Du kannst damit dauerhaft deine Gesundheit, Ausdauer oder Konzentration erhöhen. Ja, das ist geil. Gesundheit, Ausdauer oder Konzentration. Tja, für Konzentration erfordert die Fertigkeit konzentrierter Schuss. Den haben wir noch nicht. Dann würde ich erstmal meine Gesundheit dauerhaft erhöhen. Gesundheit erhöht, plus 25 Gesundheit. Trophäe erhalten in Kupfer. Besser leben mit Chemie. Ja, ich spritz mache immer 2 Jahre alte Chemikalien und Medikamente. Warum nicht? Du kannst nicht schlafen, wenn ein Alarm aktiv ist. Was ist da noch? Was ist das? Nero-Rekorder. Einheit ist bereit zum Abzug. Ich habe gerade erfahren, unsere ganze Arbeit hier draußen war Zeitverschwendung. Hunderte Infizierte strömen bei Farewell über den Highway. Die hält niemand mehr auf. Die Kontrollpunkte fallen. Wir ziehen ab! Okay, ich komme. Halt! Nein, die haben doch nichts getan. Quatsch, Alter. Okay. Keine gelagerten Waffen. Kann ich hier irgendwas reinpacken? Nett, okay. Für diese Waffe kann keine Munition gekauft werden. Okay. Na gut. Ja, ich kann halt schlafen, wenn ein Alarm aktiv ist. Der wird noch draußen sein, ne? Ich habe jetzt allerdings hier mein ganzer Kruscht, den ich brauche. Ein paar Vitamine. Wie, ein paar Vitamine. Was war das für ein seelenloser Beitrag, Diek? Okay, dort drüber war ich noch nicht. In der Patientenräume offensichtlich. So, dann möchte ich mich auch noch mal ein bisschen umgucken. Oh, die Lautsprecher. Wo zur Hölle sind die Lautsprecher? Warum eigentlich nicht? IPCA-Technologie, was auch immer das ist. Okay, und hier? Haben wir da was? Haben wir hier noch Kruscht? Okay, medizinische Kram natürlich, aber damit haben wir ja derzeit alles voll, ne? Okay, da könnte ich... Ah, Bierflasche. Ja, warum nicht? Bierflasche. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir noch irgendwas Tolles basteln können. Da haben wir schon alle 3 gebastelt, die wir konnten. Schalldämpfer, Moment. Nee, den möchte ich nicht entfernen. Das ist die Armbrust. Ich befürchte, ich habe hier ursprünglich gedacht, hier drin hätten wir möglicherweise noch Freaker. Aber wenn ich jetzt rausgehe, werden jede Menge von denen dort sein. Deswegen... Sicher ist sicher. Wo sind sie? Wo kommen sie? Bist du da? Unser Gottverdammt von hier. Er meldet sich nicht. Okay. Denn hier Öhrlies switchen wir noch ab. Und ich glaube, mein Bike hat wieder ein bisschen was abkriegt. Okay, so, halte mal eine Gaul an. Wir gehen noch auf die Karte. Wir sind hier. Was aus guten Patrioten wird. Busa ist hier, genau. Da ist der Weg noch markiert. Dann machen wir das doch folgendermaßen. Stellen unser Bike wieder auf. Und bringen die sterile Verbände zu Busa. So. Okay. So, wie war das dann hier nochmal? Okay. Ja, Diek. So. Okay. So. Okay. Ich und... Okay. Hauptsache muss Tempolimits erfahren. Na gut, dann probieren wir es mal so auf den Weg. Und fahren so Richtung Busa. Das sieht mal aus als... Ja, Freaker. Okay, hier rum. Nette Geräusche, ja? So. Hier weiter. Erinnert mich so ein bisschen an Mad Max, um ehrlich zu sein, das PS4-Spiel.
Okay, hier sind auch noch Freaker. Uppala, ich muss aufpassen, dass du mich nicht vom Bike runterholen, vor lauter Gut. So. Alter Falter, aber die erinnern mich sehr stark an die Infizierte, wie gesagt, aus I Am Legend. Der Will Smith-Verfilmung. Uppala. Kampf oder Flucht? Alter, wie die Horde ja schon dargestellt wird. Manchmal ist Weglaufen die beste Strategie. Wenn du genug Ausdauer hast, drücke L3, um zu sprinten. Ja, schnell rein hier. Rein mit dir, habe ich gesagt. So. Moment. Jetzt erstmal runter. Dann kommt noch ein Schnellspeicher-Rino. Wir brauchen anscheinend Reparatur ganz, ganz dringend. Wie das Ding repariert wird, weiß ich allerdings nicht. Mir hin nach Werkzeug oder ähnliches. Moment, hier kann ich du... Ah, du kannst das selber waschler. Okay. Hat sich erledigt. Na gut, 84% im... 5 Schrott kostet uns das. Ja gut, war logisch, dass das nicht umsonst ist. Aber ich glaube, hier haben wir noch ein bisschen Schrott liegen, ne? Ja, Schrott. Ja, Schrott. Sehr gut. Okay, wir haben immer noch unser Sturmgewehr ausgewählt. Das kann ja nicht schade. Dann kümmern wir uns doch erstmal um unseren guten Kumpel Boozer. Möglicherweise haben wir den Hansel dann wieder dabei, dass er uns zu dem Punkt von Leon führt. Hey, Boozer. Ich hab da so ein Zeug für deinen Arm gefunden. Boozer? Oh, shit. Boozer! Hey. Wow. Oh, shit. Scheiße, Deke. Fast hätte ich dich umgeballert. Lass mich, mal den Arm ansehen, ja? Nein, oh nein. Lass mich mal den Arm ansehen. Alles ja, gut. Gut. Hey, Deke. Danke, Mann. Das wird schon, okay? Das wird wieder. Okay, Mission abgeschlossen. Die haben sich verpisst zu 56%. 3000 Erfahrung gibt's. Alias die Hälfte bis zur nächsten Stufe aufstieg. Copeland's Camp. Plus 750 Vertrauen. Das ist natürlich gewaltig. 100 kühle Cent gibt's aber drauf. Erst mein Bruder. Ziel. Ich muss Boozer am Leben erhalten. Ich suche nach Nero. Das Ende der Welt. Okay, cool. Also, was aus guten Patrioten wird. Storyjob. Macht das Hinterhaltcamp beim Cascade-Funkturm ausfindig. Gut, also wir wollen hier auf jeden Fall, dass Boozer überlebt. Und, also ich möchte es zumindest. Ich will den Kerl eigentlich am Leben erhalten, weil der kommt mir eigentlich relativ sympathisch rüber. Und das ist noch sein Kumpel aus alter Zeit, also bevor die Welt scheiße war. Und solche Kumpels sind selten. Und ich hätte eigentlich ganz gern, dass Deke seinen Kumpel beibehält. Jetzt sind wir mittlerweile schon bei 736 Tage vergangen. Bike oder Bett zu weit entfernt. Das kann ich jetzt auch nicht verstehen. Na egal. Ich ratze jetzt mal nicht. Ich denke, wir können eigentlich auch gleich weiter marschieren. Glücklicherweise braucht Deke keinen Schlaf. Also zumindest nicht, dass ihr es wisst. Es sei denn, im Tutorial steht, ja, Deke braucht jetzt unbedingt Schlaf. Sonst stirbt er dir und Igitigit. So, Moment, die Bierflasche, die ist hier neu erschienen. Natürlich holen wir die uns. So, wir gucken nochmal ins Story-Menü, ins Weltkarte-Menü. Was haben wir dann hier noch? Little Bear, Nero-Kontrollpunkt. Deke durchsucht die mobile medizinische Einheit und findet einen Nero-Injektor, einen Lagerort für seine Waffen und einen sicheren Weg für schnelles Reisen. Oh, das ist natürlich cool. Das ist natürlich ziemlich geil. Das ist Copeland's Camp, am Peaceful Lake gelegen, gründet sich Mark Copeland's Camp auf den festen Glauben an die Freiheit des Einzelnen. Okay, Crazy Willies, infiziertes Gebiet Nest, viele Nester. Infizierungsbeseitigter. Da könnte man theoretisch auch nochmal hingehen zu Crazy Willies und könnten dort noch ein bisschen aufrahmen, aber ich denke, wir kümmern uns jetzt erstmal hier Story für die Fahrt rüsten. Ich denke, das wäre jetzt noch das nächste, was wir noch machen könnten. Und schmeißen uns erstmal aufs Bike dann wieder, ne?
Ich kriege auch irgendwann raus, wie das mit dem Bike richtig funktioniert. So. Ich mag nicht wirklich der beste Fahrer sein, aber das kriegen wir gebacken. So, wie war das jetzt nicht? Ja, R2 war das. So, oh, hoppla, Moment. Halt A, halt A. Einmal die Kurve drehen. Dann wird man auf dem richtigen Weg fahren. So, aber nicht wie oh, hallo. Nicht wie gesenkt die Sau. Anscheinend sind die nachts stärker aktiv, die Freaker. Ja, da könnte man sich wirklich überlegen, nachts schlafen zu gehen, ne? So. Und wenn Freaker unterwegs sind, möchte ich nicht unbedingt gerade hier der Kräutersammler spielen. Und eins noch. Sie haben anscheinend ein paar Automatikgewehre und Schrotflinten mitgenommen. Pass auf dich auf. Mensch, da war noch ein Was mag das sein? Danke für die Info. Da war noch irgendwo ein Was mag das sein Ich helfe, wo Punkt. ich kann. Ich glaube, wir gehen nochmal zu einem Fragezeichen hier, weil da hieß es irgendwie, Überlebenstipps, geht zu der Fragezeichen hier. Oh, hoppla. Kehre bitte um. Da war irgendwo noch so ein Fragezeichen. Ich habe allerdings keinen Plan gerade, wo das hier sein soll. Vielleicht habe ich auch einfach den Punkt verpasst. Moment. Oh, hoppla. Vielleicht dann doch eher do lang. Da ist auf jeden Fall noch ein Ort zum Schlafen. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hinfahre, um ehrlich zu sein. Achso, das führt mich einfach nur zu Copelands Camp zurück, okay. Das war etwas unnötig. Genauso wie das etwas unnötig war. Ich und fahre, ohne Scheiß. Ich und fahre in Spiele. Hallo, Freakle, wie du. Na gut, also sobald ich in der Minikarte irgendwie Fragezeichen sehe, gehe ich am besten gleich in die Richtung. Hallo, Freaker. Oh, hallo, Freaker. Das war ein paar Mal jetzt hart. Scheiße. Schau dich lieber mal um, Dick. Okay, runter. Runter von einem Scheißbike. Ey! Ich glaube, es hackt. Ey! Hoppala. Schnell zur Axt. Upsi. Wie ist das? Lecco mio. Das war unerfreulich. Okay, wir holen uns noch die ganze Ohre. Das war tatsächlich unerfreulich und die Axt ist scheißen langsam. Wir können... Nein. Stopp ab. So, noch ein Schrottstück. Hallo? Okay. Dann komm her, du. Das war ein Trollpfeffer. Und noch ein weiterer. So, okay, ja. Da lagen hier welche. Die wollte ich eigentlich durchsuchen. Bierflasche hat der Typ. Da haben wir wieder ein bisschen Sturmgewehr-Muni. Und da liegt Vieh rum. Moment, irgendwo kreischt's. Da kreischt's. Na, komm mal her. So, die Ohren wollen wir, ja. Und hier bei der Hirsche können wir nichts rausschneiden, oder was? Da kommt noch einer. Hoppala! Mach keine Geräusche, du Ekeltyp! Boah, Alter! Ja, okay, also hier an der können wir nichts rumsäbeln, an der Hirsche. Schade. Gutes Fleisch wäre halt... Ja, gutes Fleisch lässt man selten verkummer eigentlich, ne? Aber ich glaube, mittlerweile sind wir so weit. Ich sollte wieder zur Handfeuerwaffe greifen. Wir sollten uns wieder auf den Weg machen.
Ja, ich sollte noch Benzin Achbalzorrer, definitiv. Ich bin ein bisschen unnötig in die Prärie gegurkt. Okay, der Motor verbraucht einfach nur unnötig Treibstoff. Na gut. Weißt du was? Wir lassen unser Bike hier stehen. Da steht's ganz gut im Gras. Räume das... Ich habe statt Hinterhaltcamp das Hinterwäldlercamp gelesen. Wow! Das sind Männer! Deine Mutter ist da. Na toll, jetzt sind die Freaker, wollte ich gerade sagen. Jetzt sind die Typen natürlich alarmiert. Das war sehr kluge Entscheidung von mir. So, halte mal die Gaula. Tarnung wiedergewinnen. Hatte ich einen Gegner entdeckt, versuche den Sichtkontakt zu unterbrechen und in Deckung zu gehen. Früher oder später brechen sie die Suche ab. Sind aber trotzdem informiert, ne? Nur so nebenbei. Ich sollte hier mit Schalldämpfer noch vorgehen. Und sobald ich in der Minikarte sehe, dass das Gebiet rot markiert ist, habe ich natürlich in die Hose geschissen, ne? Okay, was war's mit dem Typ? Das war mal Schrott, ist natürlich geil. Überlebende haben natürlich immer eine geilste Shit parat. Ist was. Wow. Huch, wo kommt dann der plötzlich her? Kerl du Scheiß. Sturmgewehrmuni. Da hat er noch irgendwas maximal Lappeninventar voll. Ja, was hat er dann? Ach, Sturmgewehr nehme ich an. Und? Hab dich! Ich dich auch. Okay, ich glaube, das war mein Schalldämpfer, der sich gerade verabschiedet hat. Halte mal die Gaul A. Handfeuerwaffe. Ja, kann ich doch nichts basteln. Schade. Okay. Wisst was? Wir probieren wieder die Armbrust. Ich möchte so leise wie möglich eigentlich sagen, wenn ich hier gerade das Gegenteil beweise. Pistolenmuni, cool. Hoppla. Das sind Männer. Irgendwann bleibt Und in die Brust. Sterilisierungsmittelinventar voll. Ich sag wo? In den Po. Wobei das eher jetzt in den Kopf war. Tatsächlich mal ein Glückstreffer. Sturmgewehrmunition. Ja, wir können natürlich auch wie die Axt im Walde vorgehen. Ist vollkommen logisch. Wobei ich immer probiere, mich A zu schleichen und es funktioniert nie so wirklich, wie ich es probiere. Sturmgewehrmunition. Abgesägte Schrotflinte. Ja, geiler Scheiß. Kann man auch gern probieren statt das Sturmgewehr. Und dafür habe ich halt die Munition jetzt. Aber macht nichts. Wir können uns hier weiter hochschleichen. Okay. Jo. So. Allmählich dämmert auch das Morgenlicht. So, das Desinfektionsmittel haben wir halt... Oh, natürlich, in der Schrotflinte ist keine Munition. Das ist natürlich Kacke. Dann bringt die uns auch nichts. Na dann. Jetzt machen wir die abgesägte Schrotflinte. Das holen uns wieder unser Sturmgewehr. Und machen noch, bevor die Episode endet, Abteilung Attacke. Ich bin sowieso immer ein riesen Fan von Abteilung Attacke. Oh, Pilze. So. Was sind sie? Haben die uns irgendwie gehört oder sonst was? Dann haben sie wahrscheinlich bei dem Satellitenstützpunkt hier verbarrikadiert. Über den Zaun kommen wir nicht, da ist Stacheldraht dran. Sowas kann auch nie schaden, sich da umzugucken. Nee. Okay, da ist jemand. Halte mal die Gaul A. Wir haben doch unser Gedöns und tot. Sehr schön. Sowas ist es natürlich wieder perfekt. Schnell schleichen. Warte mal, bis der Kasper wieder in der Nähe ist. Und nicht hier guckt. Und tot. Sehr schön. Das läuft doch ziemlich gut gerade. 3 Hansel sind noch übrig. Aber ich habe von allem schon mehr als genug Kram, wie es aussieht. Wo war dann der Kasper, den ich hier abgeschossen habe? Na egal.
Ist das die aufgehende Sonne gerade? Ja, zum Glück. Okay, gut. Da war der Kandidat. Sturmgewehr, Munition habe ich wieder gekriegt. Sehr schön. Und ein Medikit. Das können wir natürlich immer gut gebrauchen. Aber ich würde mal sagen, ihr liebe Leute, das ist doch ein guter Zeitpunkt, auch hier wieder, wenn ich in Deckung bin. Und einen schönen Cliffhanger, um hier meinen Cut zu machen. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.